Ich habe das Privileg, zu einer Gruppe gehören, die sich so einmal im Jahr trifft für ein Wochenende, für ein verlängertes Wochenende. Der Sean Brenn, er hat ihn vor 2 Wochen hören predigen, hat das vor 5 Jahren so ins Leben gerufen und unterdessen treffen wir uns so 20, 30 Pastoren und Vollzeitdienste und Menschen, die einfach das Königreich Gottes auf dem Herzen haben, aus aller Welt für ein Wochenende, wo wir einfach miteinander Zeit haben, um uns zu ermutigen, um Gott loben und preisen, wo wir Gebetszeiten haben, wo wir Worship-Abende haben und wir haben auch immer wieder so Fun-Events, wo wir miteinander etwas erleben. Und das ist eine mega coole Gruppe. Eben wie gesagt, da kommen Menschen aus Amerika, aus Ägypten, aus Sri Lanka, aus Südamerika, von wirklich so ein bisschen von allen Ecken kommen wir zusammen und da haben wir einfach miteinander ein mega cooles Wochenende. Und letztes Jahr, also in diesem Jahr noch im September, haben wir einen Klettersteig gemacht miteinander. Und weil wir nicht ganz so sicher waren, wie die Leute so zu Weg sind, also es hat da halt auch der eine oder andere, der 120 Kilo plus ist, weisst nicht so genau, wie die einen Klettersteig dann handeln, oder? Und darum haben wir wohlweislich einen Bergführer angestellt und gesagt, okay, dein Job ist einfach schauen, dass alle heil am Schluss wieder heimkommen. Und so sind wir da in den französischen Alpen, in dem Gondeli auf dem Weg rauf zu dem Berg. Und der Bergführer schaut so unsere Gruppen an, oder? Und stellt natürlich die offensichtliche Frage, die man dann so stellt als Gruppenführer, oder? Was bringt euch eigentlich alle zusammen? Sagt doch der Erste, wir haben alle den gleichen Papi. Genau, es stimmt ja schon, oder? Wir haben alle den gleichen himmlischen Vater, aber jetzt hast du gesehen, wie bei diesem Bergführer die Rädchen anfangen zu drehen haben im Kopf, oder? Und er probiert, die Geschichte irgendwie zusammenzubringen. Was ist das für ein Vater gewesen, oder? Sri Lanka, Ägypten, Südamerika, Amerika, 60-jährige zwei. Wie geht das auf, oder? Hast du so richtig gemerkt, wie das schafft, oder? Und natürlich haben wir es dann aufgelöst, haben uns das erklärt, was das bedeutet. Und auf dem Heimweg, nach dem Klettersteig, sind wir ins Gespräch gekommen, haben ihn gefragt, okay, was hast eigentlich du für eine Beziehung zu Gott? Wie siehst du Gott, oder? Und er fängt an zu erzählen und sagt, ja, er sei ein sehr spiritueller Mensch, aber er hat schon seine Probleme mit Gott. So. Wie kann all das Leid existieren, wenn es Gott soll geben? Und man hätte auf das eingehen, aber wir haben dann einfach angefangen zu erzählen, wie wir alle Gott kennengelernt haben. Und so haben wir eine Stunde, 2 sind wir dort gewesen und zuerst auf dem Gondeli runter und nachher unten am Tisch geguckt und dann einfach reihum erzählt, wie haben wir alle Jesus kennengelernt, oder? Und du hast gemerkt, das fordert ihn raus und das beschäftigt ihn und das berührt ihn zutiefst. Zu hören, wie jeder einzelne von diesen Menschen einfach Jesus kennengelernt hat und wie sie eine lebendige Beziehung zu Gott leben. Und es beschäftigt ihn wirklich fest. Und dann stellen wir ihm die Frage, die man natürlich dann stellt, wenn man merkt, okay, das fordert er jetzt aus. Und wir fragen dann, hey, möchtest du den Gott im Himmel auch kennenlernen? Möchtest du auch eine Beziehung eingehen mit dem himmlischen Vater? Und dann in einem Moment von Ehrlichkeit, den ich selten so erlebt habe, schaut uns der Bergführer an und sagt, nein, das will ich nicht, will. Nach dem, was ihr jetzt da alle erzählt habt, ist es für mich sehr real, dass der Gott existiert. Und ich glaube, wenn ich das Gebet würde beten, das ihr wollt, dass ich bete, dann könnte es wirklich sein, dass ich den Gott kennenlerne. Aber dann müsste ich mein Leben ändern. Und ihr müsst wissen, und das hat er so gesagt, ich bin ein sehr egoistischer Mensch. Und wenn ich Gott kennenlerne, dann ändert das mein Leben. Dann muss ich mich ja dem Gott unterordnen. Dann muss ich ja dem Gott dann folgen. Und weißt du was? Genau das ist die Realität. Und er hat es voll erlickt. Leider hat er die falsche Entscheidung getroffen. Es ist ihm dann schon noch nachgegangen. Wir haben ihn einen Tag später wieder getroffen und du hast gemerkt, er hat all seinen Kollegen von uns erzählt und er hat gesagt, er hätte jetzt gebetet auf dem Heimweg und so. Du hast gemerkt, das hat ihn wirklich zutiefst bewegt. Aber es ist jetzt nicht gerade so gewesen, dass er in dem Moment sich entschieden hat, sein Leben Jesus hinzugeben, weil er gemerkt hat, dass das eine Unterordnung, eine Verneigung vor dem König Jesus zur Folge hat. Und er hätte den Schritt einfach noch nicht können oder wollen gehen in dem Moment. Und um genau das geht es heute in dieser Predigt. Ich will predigen über Jesus Christus, den König. Und was es bedeutet für uns, dass wir uns vor dem König verneigen, unterordnen. Und dass es
wichtig ist, dass wir die Kontrolle vor Jesus Christus ablegen. Dass wir eingestehen, ich bin nicht mehr in Kontrolle. Ich entscheide nicht mehr selber. Jetzt gibt es einen König in meinem Leben, der die Regierung und die Herrschaft übernimmt. Und so möchten wir heute in der Weihnachtsgeschichte einen speziellen Fokus legen. Wir haben in dieser Serie 3 Wege zum Kind, haben wir so wie 3 Foki gelegt, wo 3 Personen im Zentrum stehen sollen. Wir wollen die Weihnachtsgeschichte aus dieser Perspektive anschauen. Und heute geht es um genau den König, der das nicht geschafft hat. Um den Herodes, der nicht wollte Kontrolle ablegen, der sich nicht wollte unterordnen und der nicht bereit war, zum Jesus anzubeten. Heute geht es um den Herodes. Und so möchten wir mit dieser Perspektive gerade einsteigen. Ich darf lesen aus Matthäus 2, 1 bis 19, wo wir miteinander die Weihnachtsgeschichte nochmal lesen. Und dann möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen über den Herodes, dass wir den einordnen können, was ist das für ein Mensch gewesen. Aber jetzt zuerst mal die ganze Weihnachtsgeschichte aus Matthäus 2, 1 bis 19. Es ist relativ viel Text. Du kannst entweder mitlesen in deiner eigenen Bibel, du kannst am Bildschirm mitlesen oder du kannst auch einfach mal die Augen zumachen und dir probieren, das Kopfkino, die Geschichte vorzustellen. Wie ist das gewesen? Probier dich mal reinzufühlen in die Geschichte. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war dazumals König. Da kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie: Wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem, in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Judäa. Denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da sprach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben des Sterndeuters musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Heute möchten wir mal die Person, den Herodes, genauer anschauen.
Was ist das eigentlich für ein Mensch gewesen? Und ich finde das immer wieder wichtig und spannend, zugleich zu realisieren, dass ja die Bibel in einen historischen Kontext hineingeschrieben ist. Oder das ist passiert zu einer Zeit, wo wir auch andere Quellen noch haben, wo wir noch andere Informationen können raussuchen können und wo dann die Geschichte noch so viel lebendiger macht. Und das möchten wir heute machen. Also, heute kommen wieder 2 Leidenschaften von mir zusammen. Wir dürfen eine kleine Geschichtslektion machen und gleichzeitig darf ich predigen. Das ist immer etwas, was ich mega gerne habe. Und darum hört ihr jetzt eine kleine Biografie vom Herodes der Grosse. So ist er eingegangen in die Geschichte. Jetzt schon mal vorab, ich habe den Grosse in Klammern gesetzt oder in Anführungszeichen gesetzt, weil bei den Juden hat er einen anderen Beinamen. Bei den Juden heisst nämlich der Herodes nicht der Grosse, sondern der ist bekannt als der Herodes der Schreckliche. Und das gibt schon ein bisschen etwas weg über den Herodes, wo wir jetzt dann gerade miteinander anschauen müssen, seine Biografie. Wer ist das eigentlich gewesen? Jetzt musst du wissen, er war nicht ein Jude gewesen. Nicht geboren als Jude. Und er war auch nicht von königlichem Geblüt gewesen. Sondern es war so gewesen, zu der Zeit, wo der Herodes noch jung war, so mit 14 fängt seine Biografie an, haben wir Informationen über ihn, ist der Patriarch, der Tetrarch in Jerusalem, wo er regiert hat, ist der Hohepriester gewesen. Also es war 2 in 1 gewesen, der war sowohl der Hohepriester gewesen, als auch Staatsoberhaupt. Jetzt hat der Hohepriester gefunden, weisst du was, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel, ich möchte eigentlich mich lieber voll und ganz auf das Hohepriestern konzentrieren, ich möchte das machen und ich suche mir jetzt jemanden, der die Regierungsgeschäfte an meiner Stelle macht. Und er findet am Herodes seinen Papi. Setzt den ein als Regent an seiner Stelle, um in Jerusalem und Israel zu regieren. Und der Papi involviert seine 2 Kinder, seine 2 Söhne und eben den Herodes auch schon früh in die Regierungsgeschäfte hinein. Und so kommt es, dass der Herodes schon zum ersten Mal mit 14 einen Volksaufstand miterlebt und in Kontrolle ist. Und er schlägt den auf äußerst blutige Art und Weise nieder. Als 14-jähriger junger Mann entscheidet er, dass Gewalt die beste Lösung ist, um den Aufstand niederzuschlagen. Das ist so schlimm, dass das jüdische Volk ihn vor Gericht zieht und ihn anklagt vor dem Sanhedrin. Das wäre übrigens die Antwort auf eine ganz schwierige Bibelquiz. Was hat Jesus und Herodes gemeinsam? Beide sind mal vor dem Sanhedrin gestanden. Und das war auch schon alles, was die 2 miteinander haben. Vielleicht haben sie so die gleiche Augenfarbe gehabt, das wissen wir nicht. Aber das ist auch schon, was die 2 miteinander gemeinsam haben. Jetzt ist er also angeklagt vor dem obersten Gerichtshof in Jerusalem. Blöd nur, dass Rom seine Hand und seinen Schutz über dem Herodes und seiner Familie hat. Und es ist gleich klar, hey, der Herodes, der ist untouchable. Ihr müsst den freisprechen, da gibt es keine Diskussion, der wird nicht verurteilt. Und so wird er freigesprochen. Jetzt gibt es Krieg und es wird gleich klar, dass die andere Partei, mit dem Herodes und seine Familie im Krieg ist, gewinnen wird. Und so macht der Herodes und seine Familie das einzig Vernünftige, was sie können. Sie packen die Koffer und sie rennen weg, müssen fliehen ins Ausland. Und woher kann man auch schon fliehen? Ja, man flieht zu seinen Freunden auf Rom. So kommt der Herodes jetzt in seinen jungen Jahren nach Rom. Und dort farmt er Beziehungen mit dem Marcus Antonius. Alle, die ein bisschen historisch interessiert sind und römische Geschichte kennen, denen sagt der Name etwas, der Marcus Antonius. Das war ein wichtiger Senator zu dieser Zeit in Rom. Und jetzt kommt es so weit, dass sie in Rom den Herodes zum König von Israel ernennen. Also sie ernennen ihn, der Senat bestätigt, ja mal, eigentlich der Herodes wäre eigentlich der König von Israel. Also er ist jetzt in Rom, hat einen Titel, aber kein Land und nichts dazu. Aber Rom stattet ihn jetzt aus, gibt ihm eine Armee und er geht zurück auf Jerusalem und erobert sich jetzt sein Land zu seinem Titel dazu dran an. Und jetzt ist es soweit, der Herodes zum ersten Mal so richtig voll in Kontrolle und angekommen, wo er schon sein ganzes Leben hat her wollen. Blöd nur, jetzt braucht er noch ein bisschen Legitimation. Das wissen ja alle, er ist weder Jude noch König eigentlich von seinem Blut her. Also macht er einen gescheiten Move und er heiratet die Enkelin vom ehemaligen Hohepriester. Also der seinen Papi in Kontrolle eingesetzt hat. Heiratet dem seine Enkelin. Blöd ist nur, er ist schon verheiratet, also muss jetzt erst seine Frau loswerden, aber auch das lässt sich regeln. Und so ist er jetzt verheiratet mit der Enkelin vom Hohepriester, etabliert als der König in Jerusalem. Und mit dieser
Frau mit der Enkelin vom Hohepriester hat er auch gleich darauf aber dann 2 Söhne und er möchte die ausbilden lassen, dass sie können seine Geschäfte von ihm übernehmen. Nur die Ausbildung, die läuft so gut, dass die 2 Söhne gleich darauf aber so clever und so gut sind, dass der Herodes sich bedroht fühlt von seinem eigenen Blut. Und so lässt er sie beide hinrichten, seine eigenen Söhne zusammen mit der Mama. Die müssen alle sterben, die sind zu mächtig geworden, die haben zu viel Kontrolle bekommen, das geht nicht. Der Einzige, der irgendetwas zu sagen hat in Jerusalem, ist nämlich der Herodes und sonst gar niemand. Jetzt in Rom bricht Bürgerkrieg aus. Der Marcus Antonius hat den sehr berühmten Bürgerkrieg mit dem Octavian, den 2 Nachkommen oder Erben vom Julius Caesar. Julius Caesar stirbt, die 2 kommen in Konflikt. Wer übernimmt jetzt die Macht in Rom? Es bricht ein Bürgerkrieg aus. Zuerst sieht es gut aus für den Marcus Antonius. Er sammelt viel Unterstützung, aber Octavian tut besser navigieren, hat bessere diplomatische Beziehungen. Und so kommt es zu dieser grossen, wichtigen, alles entscheidenden Schlacht, eine Seeschlacht in Actium. Dort sind 150'000 Menschen beteiligt an einer Seeschlacht in der Antike. Das muss man sich mal vor Augen führen. Gilt mitunter als die drittgrößte Seeschlacht in der Geschichte der Menschheit komplett. Also ihr seht, dort ist alles auf dem Spiel gestanden in dieser einen Schlacht. Und der Herodes unterstützt seinen guten Freund, den Marcus Antonius, nicht. Tut keine Unterstützung ins Feld schicken. Weil er hat nämlich schon geschmeckt und gemerkt, okay, sein Freund, der verliert die Schlacht sehr wahrscheinlich. Und wenn er verliert, dann kippt das Verhältnis in Rom. Und so ist es auch. Nach dieser Schlacht muss der Marcus Antonius mit der Kleopatra auf Ägypten fliehen. Und wie die Geschichte zu Ende geht, das wissen die meisten. Und jetzt, am Tag nach der Schlacht, tut der Herodes seine Gefolgschaft von Marcus Antonius aufkündigen und sagt, hey, ich unterstütze Octavian ab jetzt. Seid ist ein Side-Switcher. Tut schnell im Bürgerkrieg die Seiten wechseln, nachdem klar geworden ist, wer die Schlacht, wer den Krieg wohl wird gewinnen. Also so ein Mensch ist der Herodes. Und wenn man das mal so sich vor Augen führt, dann ist es ja klar, wird er sich nicht verneigen vor einem Baby. Ist es ja klar, wird er alles daran setzen, um den versprochenen Messias, der jetzt da kommen soll, der die Herrschaft will übernehmen. Ja, was wird er wohl tun? Alles, was irgendwie nötig ist, um das Kind zu stoppen. Alles. Bürgerkrieg, Völkermord, egal. Es muss gestoppt werden. Es kann nicht sein, dass irgendjemand anders in Kontrolle ist und entscheidet, außer der Herodes. Und ich habe noch einen kleinen Charakterzeugen, überliefert von Flavius Josephus. Aus seinem Testament, daraus aus dem Herodes seinem Testament, kann man folgende Sätze lesen. Eins muss man ihm zugutehalten, dem Herodes. Er war nicht verblendet gewesen. Er hat die Realität schon erkannt, wie sie wirklich ist. Und er schreibt, ich weiß, dass mein Tod ein Freudenfest für die Juden sein wird. Ich habe aber die Macht, eine prächtige Todesfeier zu erhalten. Soldaten sollen jene verhafteten Männer umstellen und im Augenblick meines Todes töten, damit jede Familie in Judäa wider ihren Willen über mich weine. Er hat Kinder von den führenden Familien eingekerkert und hat beschlossen, dass in dem Moment, wo er stirbt, sollen die getötet werden, auf das sich niemand freut, sondern dass alle traurig sind, wenn er dann stirbt. Good News, das ist nicht umgesetzt worden. Die Vollstrecker haben gefunden, weißt du was, er ist gestorben, jetzt müssen wir es nicht mehr machen. Und haben sich den letzten Anweisungen vom Herodes widersetzt. Aber so ein Mensch ist der Herodes. Ist es nicht faszinierend, wenn man nachher die Bibel liest, wie das plötzlich so viel lebendiger wird und wie man sich das vorstellen kann? Ja klar, wie wird er wohl da haben in seinem Palast, wo er gehört hat, dass ein anderer kommt und seine Autorität will challengen? Und jetzt sind wir alle sehr schnell, um den Herodes zu verurteilen. Und zu sagen, hey, was ist das für ein tragischer Mensch gewesen? Und es stimmt, das ist ein tragischer Mensch gewesen. Wie kann man nur so machthungrig sein? Wie kann man nur so fest Kontrolle an sich reissen, dass man über Leichen geht, wortwörtlich im Fall von Herodes, zum Kontrolle nicht müssen abgeben. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann müssen wir alle eingestehen, dass auch wir eine Tendenz haben, zum Kontrolle behalten zu wollen und nicht abzugeben, uns nicht zu verneigen und zu verbeugen vor Jesus Christus. Wie sieht es in unseren Beziehungen aus? Sind wir bereit, zum Kontrolle abzugeben? Sind wir bereit, zu vergeben und nicht mehr am anderen vorzuhalten, was er da hat? Kontrolle abgeben. Sind wir bereit,
wenn es um Geld geht, voll und ganz auf Jesus zu vertrauen, Kontrolle abzugeben, uns zu verneigen und zu sagen, Jesus, du bist König, auch von meinem Konto. Sind wir bereit, wenn es um unsere Zukunft, wenn es um unseren Spass geht, wenn es um das geht, was uns eigentlich beschäftigt und wo wir unsere Zeit drin investieren, sind wir bereit, in dem Moment zu sagen, Jesus, du bist in Kontrolle, dir gebe ich es ab, du darfst entscheiden, ich verneige mich komplett vor dir. Was hätte Herodes müssen machen? Was wäre die Antwort gewesen, die der Herodes hätte sollen geben? Wir lesen das in Matthäus 2, Vers 11. Dort, wo die Weisen zu Jesus kommen. Wir lesen, sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie ein König, beteten es an. Der Grund, wieso das so verschieden übersetzt wird, ist, da wird ein griechisches Wort gebraucht, das extrem bedeutungsgeladen ist. Es ist proskineo. Die einen übersetzen es mit, sie haben ihn geehrt wie ein König und die anderen übersetzen es, sie haben ihn angebetet. Und beides hat Wahrheit. Aber ich möchte euch schnell aufzeigen, was das für ein Wort proskineo ist. Es kommt nämlich aus der östlichen Tradition. Also ganz besonders in den persischen Königshäusern ist das der Fall gewesen, dass wer zum König wollte, hat sich selber proskinieren vor dem König. Hätte müssen die Ehre bringen. Und ich möchte euch schnell zeigen, wie das ausgesehen hat. Wenn man sich, also egal wer du bist, wenn du zum König in seinen Raum hineinkommst, dann musst du dich vor dem König proskinieren. Und das sieht so aus. Die haben müssen flach mit dem Gesicht auf den Boden vor dem König herlegen. Stell dir vor, die Weisen aus dem Morgenland kommen zu Jesus in den Stall und ich liebe den Gedanken, die liegen in Kuhscheissdreck vor ihn an, mit dem Gesicht auf den Boden und ehren Jesus, den König. Weil sie begriffen haben, wer das ist. Sie proskinieren sich selber, sie verneigen sich, sie beugen sich vor Jesus. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sagen wir das mit dem Namen, Christus ist König. Wir tragen seinen Namen, wir verneigen uns vor ihm. In Sprüche 3, Vers 5 steht: Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Wie sähe das aus, wenn wir selber uns würden, dem König unterordnen? Wie fühlt sich das für uns heute an? Jesus sagt, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, der wird meinen Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Sind wir bereit, zu sagen, Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich verneige mich, verbeuge mich vor dir. In meinen Beziehungen verbeuge ich mich vor dir. Was du sagst, gilt. Jesus sagt, vergebet 70 mal 70. Wenn dir jemand etwas antut, dann vergib und halt das nicht als Kontrolle über den Mensch. Das bedeutet es, Kontrolle aufzugeben und zu sagen, Jesus, die Rache ist dein. Du schaust für Gerechtigkeit. Ich muss nicht mehr sorgen. Ich gebe ab. Ich verneige mich. Ich lasse Kontrolle los. Das heisst, sich vor Jesus verneigen, ganz praktisch. Wenn es ums Geld geht. Jesus, du sagst, wer in dein Reich investiert, für den wirst du sorgen. Wer sein Reich an erster Stelle setzt, für den wird der Vater sorgen im Himmel. Sind wir bereit, zum Kontrollen aufzugehen und sagen, Jesus, ganz praktisch, mich vor dir verneigen bedeutet, dass ich Kontrolle loslasse, dass ich dir vertraue. Sind wir bereit, wenn es um unsere Zukunft geht, zu bekennen und zu sagen, Jesus, du bist in Kontrolle. Was du willst, werde ich tun. Ich muss nicht dafür sorgen, ich muss nicht darum bedacht sein, dass ich nicht zu kurz komme. Dass meine eigenen Bedürfnisse auf der Strecke bleiben, sondern Jesus, du sorgst für mich. Ich verneige mich vor dir. Ich proskiniere mich selber vor dir. Ich liege mit dem Gesicht auf den Boden vor dich und bekenne, dass du in Kontrolle bist und dass was immer du willst, wird geschehen in meinem Leben. Das ist der erste Punkt, den ich möchte, dass wir heimnehmen und dass wir das begreifen. Vor Jesus sich verneigen bedeutet, Kontrolle aufzugeben. Ganz im Gegensatz zum Bergführer und ganz im Gegensatz zum Herodes. Bekenne Jesus, was du sagst, deine Gebote, die gelten für mein Leben und ich will die tun. Und das Zweite, was mich so beschäftigt in dieser Geschichte vom Herodes, ist seine Biografie. Man kann am Herodes seine Biografie anschauen und denken, ja gut, ist ja logisch, endet das so? Ja, schau mal, was der erlebt hat. Das muss ja so rauskommen. Der ist wie
ein Sklave von seiner eigenen Biografie. Ja, logisch wird er jetzt auf Bethlehem gehen und dort alle Babys töten. Das ist einfach seine Biografie. Das sind seine Eltern gewesen. Das hat schon angefangen, als er 14 war. Der kann ja gar nicht anders rauskommen als der Weg, als die Art, wie er rausgekommen ist. Und da möchte ich einfach eines mehr sagen, hey, wir sind nicht Sklaven von unserer Biografie. Jesus Christus ist grösser als unsere eigene Biografie. Er sagt im 2. Korinther 5, 17 lesen wir, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wir müssen nicht mehr Sklaven sein von unserer Biografie. Wenn wir uns vor Jesus verneigen, ihm unterordnen, dann bedeutet das, dass etwas Neues entsteht. Dass wir die Chance haben, neu zu gestalten. Wir haben jetzt einen himmlischen Vater, der für uns einsteht und der für uns sorgt und schaut. Wir müssen nicht mehr in diesen alten Spuren unterwegs sein, weil in Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung, etwas Neues hat angefangen. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns neu erziehen kann, der uns neu aufzeigen und Leben lehren. Wir lesen im Hebräer 12, Vers 6. Darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns vor ihm verneigen, dann müssen wir nicht mehr länger Sklaven von unserer eigenen Biografie sein. Es darf etwas Neues entstehen. Und wir können lernen, uns vom himmlischen Vater neu erziehen zu lassen. In neue Wege unterwegs zu sein und in neue Spuren zu denken. Wir müssen nicht Sklaven sein von unserer Biografie. Jesus Christus macht uns frei. Halleluja. Und wisst ihr was? Das Beste habe ich bis zum Schluss aufgehalten. Wenn wir uns nämlich vor Jesus verneigen, wenn wir ihm die Kontrolle abgeben und wenn wir bekennen und sagen, deine Gebote für mein Leben, dein Wille für mich, dann ist das im Fall nicht verlieren. Dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt zu kurz wird kommen ab jetzt. Dass es mir ab jetzt wird quasi schlimm ergehen. Sondern das Beste an Jesus ist Folgendes. Wenn du ihn zum König machst, dann darfst du Teil von seinem Reich sein. Dann darfst du mit ihm zusammen herrschen. In Römer 5, Vers 17 steht Folgendes. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, durch Jesus Christus leben und mit ihm herrschen? Das ist die beste Nachricht, die ich dir heute Morgen geben kann. Wenn wir uns unterordnen, wenn wir bekennen, hey, weißt du was, Jesus, ich baue dein Reich und nicht mein eigenes Reich. Das braucht es. Wir können nicht bleiben, wo wir sind und sagen, okay, wie der Herodes, ich baue mein eigenes Reich, ich will eine Sphäre aufbauen, wo passiert, was ich will, wo so läuft, wie ich will. Sondern wenn wir bekennen, Jesus Christus, du bist König, ich baue dein Reich, dann werden wir mit ihm zusammen dürfen herrschen und Leben im Überfluss haben. Ich glaube, so häufig, Jesus hat genau darum gesagt, hey, wer das Leben aufgibt, der wird leben im Überfluss. Wer das Leben sucht und behalten will, der verliert es. Wer Kontrolle mit einer dicken Faust festheben will, der verliert am Schluss. Wer sagt, ich gebe auf, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Jesus, der bekommt Leben im Überfluss. So möchte ich heute Morgen einfach Folgendes sagen. Bist nicht wie der Herodes. Lass los, gib Kontrollen auf und lass Jesus in deinem Leben regieren. Und mit dem möchte ich schließen mit Beten. Jesus Christus, ich danke dir so fest jetzt gerade, dass du das Beste für uns im Sinn hast. Dass es gut ist für uns loszulassen. Dass es bedeutet, wir gewinnen, wenn wir verlieren. Wenn wir Kontrolle aufgeben, dann wirst du kommen und du willst das Beste für uns. Du willst, dass wir Leben im Überfluss haben. Und ich bitte dich jetzt einfach in diesem Raum, bei uns allen, zeig du mit dem Finger auf die Punkte, wo wir festheben. Wo wir nicht bereit sind, zum Kontrolle dir zu geben. Wo wir selber entscheiden, selber sagen, unser eigenes Reich am Bauen sind, Jesus. Zeig du uns das auf und hilf uns, leite uns an, zum Loslassen jetzt, Jesus. Wir wollen nämlich bekennen, dass du der König bist. Wir wollen uns vor dir proskenieren. Wir legen unser Leben hin, ganz und gar, vor deinem Thron, Jesus. Und wir bekennen, du bist in Kontrolle, in allem. Und wer einverstanden ist, der darf sagen, Amen. Amen. Amen.